Der erste FC Köln, ein Verein, der einmal zu den größten in Deutschland gehört hat. Mitgründer der Bundesliga, Vorreiter seiner Zeit, ein Club, der für Erfolg stand. Doch diese Zeiten liegen lange zurück. Der größte Moment 1978, Doublesieger, Meisterschaft und Pokal. 5 Jahre später, 1983, der letzte Titel, DFB-Pokalsieger. Seitdem ist viel passiert. Hoffnung, Enttäuschung, Abstiege und eine ganze Generation kennt nur den ersten FC Köln als das, was er heute ist. Schlafender Riese, lovable Loser, Kultverein. Aber es gibt Menschen, die haben all das miterlebt. Die großen Tage wie auch die schweren. Und genauso jemanden besuche ich heute. Moje! Hey! Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, du störst nicht, Alter. Grüß dich, hi. Hey. Und? Ja, liebe Freunde, das ist der Bobby. Grüßt euch. Ja, erstmal vielen Dank, Bobby, dass du dir die Zeit genommen hast. An der Stelle möchte ich mal gerne ein bisschen was über dich wissen. Erzähl mal ein bisschen was über dich, was ich über dich weiß. Du bist Musiker, FC-Fan, aber auch ungarischer Abstammung. Vielleicht kannst du das alles mal ein bisschen in Einklang bringen. Ja, ungarische Abstammung bin ich, also beziehungsweise meine Eltern. Mein Vater ist Ungar, ist Budapester, der 56 nach Deutschland geflüchtet ist mit der Family. Und ich bin in Deutschland geboren, in der schönsten Stadt Deutschlands, in Köln. Ach, sogar direkt hier geboren. Richtig, bin in der Südstadt die ersten Jahre groß geworden. Ich sage immer zu mir, ich bin der Kölsche Ungar. Ja, interessant, da haben wir ja schon bald sowas wie gemeinsame Berührungspunkte. Ähnliche Geschichte, leider in der falschen Stadt geboren an der Stelle, die wir hier nicht erwähnen. Ne? Nein, kennen wir nicht. Das wird hier absolut gecancelt. Genau. Serbische Abstammung, aber trotzdem immer noch der ganzen Heimat und der ganzen Thematik drumherum verbunden. Und für alle die sagen, ihr seid Nachbarländer und dergleichen, ihr sprecht die gleiche Sprache, sag mal bitte auf Ungarisch guten Tag. Ja, jó napot kívánok, Leo. Dobar dan, so viel dazu. Und wie passt da der FC in deine ganze Biografie? Wie hat das Ganze bei dir angefangen? Ja, ich denke mal, entweder verlierst du ein paar Follower, wenn ich das jetzt sage, oder die Leute lachen sich völlig weg. Du willst das nicht wissen, glaube ich. Doch, das wollen wir wissen. Wir alle wollen das wissen. Okay, soll ich dir das wirklich antun? Ja, leg los. Okay, also. Ich bin ja nur ein 62er Jahrgang. So, und früher in den 70ern, da gab es noch nicht diese Welt des Internets und was weiß ich was. Da haben sich die Kinder auf der Straße getroffen und Blödsinn gemacht. Die Mädels haben Gummitwist gespielt oder Seilchenspringen gemacht und die Jungs sind Fußball spielen gegangen. So, und ich war auch immer einer, der Fußball spielen gegangen ist. Ich komme aus einer Sportlerfamilie. Mein Vater war Profisportler der ungarischen Kanuten für die Olympiamannschaft 56 für Melbourne vorgesehen. Ah, cool. Hat auch die 54er Vize-Weltmeisterschaften, Mannschaft der Ungarn, alle kennengelernt, ne? Kosic unter anderem. Und da ist das Gen also auch irgendwo in mir drin. So, und das hat man getan. Man hat sich natürlich auch irgendwo auf der Straße getroffen. Und meine Eltern damals hatten nicht das Geld, um mir das zu finanzieren, was ich wollte. Radrennsport. Boxen. Boxen war Proletensport, so und so nicht. Und Radrennen war viel zu teuer gewesen. So, also habe ich Judo im Verein gemacht, ein bisschen Schwimmen im Verein gemacht. Und meine große Leidenschaft wurde dann Fußball spielen. So. Und ich habe mit 10, 11 Jahren schon das erste Mal immer am Radio Fußball gehört. Und 74 die Weltmeisterschaft im Schwarz-Weiß-Fernsehen noch geguckt. Und dann kamen nachher so Namen auf, allgemein jetzt, wie Alan Simonsen, Heinz Flohe war später, Sepp Maier und. Und ich war irgendwie so angetan, dass ich durch das Radio immer Borussia Mönchengladbach hörte. Ja, und irgendwie war ich nachher so ein Fan von Kalle Del Haie, Alan Simonsen, Rainer Bonhoff. Ja, ich war Gladbach-Fan. Weil wenn wir dann auf dem Bolzplatz gespielt haben, haben wir auch immer laut selber den Moderator dabei gemacht. Jetzt kommt Alan Simonsen, spielt sich durch, umspielt den Abwehrspieler, schießt und Tor. Ja, und ich war immer der große Alan Simonsen, der in Wirklichkeit ja sehr klein war. So, und damit war ich irgendwo Borussen-Fan. So,
Und 1977 hat meine Mutter durch einen guten Bekannten von ihr mir die Möglichkeit gegeben, ins Stadion zu gehen in Köln, in unserer alten Schüssel noch. Eine gute Entscheidung. Das Spiel war 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Und ich hatte damals einen großen, gestrickten, grün-weiß-schwarzen Schal gehabt und das typische, klassische Trikot, Fohlentrikot, ne? Und bin auch ins Stadion gegangen. Mein Platz war in der Nordkurve Unterrang und ich stand irgendwo als 15-Jähriger da zwischen den ganzen Borussen-Fans und ich war total angetan von dem vollen Stadion. Ja, und dann ging das Spiel los und ich guckte auf die Südkurve drüben, wo unsere Kölschen Jungs standen und das war geil. Und dann kamen da unten die Borussen-Fans, die machten eine Stimmung, also ich weiß nicht, wie viele Tausende da waren. Und dann schoss Borussia das erste Tor. Wir sind abgegangen wie Schmitz-Katz, kannst du dir vorstellen. Da ging der Bär ab, da ging der Punk ab. So. Und ich mich am Freuen gewesen und war natürlich dann direkt auf Borussia, voll auf. Ja, und später, in der zweiten Halbzeit, kam diese typische Szene von Flocki. Er schießt den Ausgleich. Und dann kam diese Szene, die auch im Express damals im Bild abgedruckt war, wie er da nach vorne läuft und die Zunge aus und die Fäuste geballt. Und das Spiel ging 1:1 aus. Okay, keiner hat gewonnen. Ich hatte mein erstes Bundesligaspiel in Köln erlebt für meine Borussia. Und ja, bin dann nach Hause gegangen und habe meine Mutter gesagt, boah, es war so geil. Ich möchte gerne zum Bökelberg. Ich hatte damals einen Mofa und vom Pullheim aus war das schon eine weite Strecke. Und da hat meine Mutter mir gesagt, nee, du fährst mit dem Mofa nicht, das ist zu gefährlich, das ist zu weit und nein, das können wir nicht machen. Da habe ich gesagt, dann fahre ich mit dem Zug. Sag, ich möchte nach Gladbach, ich möchte zum Bökelberg. Nee, machen wir nicht. Okay. War für mich dann wieder nur Radio und abendliche Sportschau angesagt. Keine okay. Berührungspunkte oder Genau. kaum welche. Genau. Naja, und wie es dann kommen musste, habe ich dann irgendwie so Bock auf Stadion gehabt. Und dann sagte meine Mutter irgendwann, waren wir einkaufen im Weidener Einkaufszentrum damals. Und da waren wir im Kaufhof. Und der Kaufhof hatte damals, genau wie in Köln auch, so einen kleinen, wie ein Rednerpult, eine Vorverkaufsstelle. Da kam man hin und dann stand da immer so ein Schild drauf, 1. FC Köln gegen Kartenvorverkauf. Und da sagte meine Mutter zu mir, du kannst von mir aus gerne nach Köln ins Stadion gehen. Du bist mit dem Mofa, bist du gut da, oder mit dem Fahrrad bist du auch relativ schnell da. Da habe ich gesagt, ja, okay, komm, dann gehe ich mal in Köln ins Stadion, alles klar. Und dann war mein erstes Kölner Spiel ein halbes Jahr später, das war dann in der Meisterjahr, glaube ich, gewesen, gegen Darmstadt 98. Südkurve, Block 1921, genau in der richtigen Ecke. Jo! Dann bin ich dahin, FC gewinnt das Spiel 2:1, habe natürlich die Schnüsse gehalten, dass ich Gladbach-Fan bin. Der FC gewinnt das Spiel, die ganze Stimmung um mich rum, die hat mich so mitgenommen und erdrückt irgendwo, dass ich nach Hause gegangen bin, gesagt habe, boah, das war geil, das war so geil. Und dann bin ich so mit mir in einen inneren Konflikt geraten. Gladbach hier, 1. FC Köln da. Was machst du jetzt? Okay. Habe ich gesagt, noch ein Spiel. Spiel wieder gewonnen. Ich glaube, Homburg vor 4.000 Zuschauern, irgendwie so was in der Schüssel bei damals 64.000. Konntest du jeden Tag guten Tag per Handschlag sagen. Ja, so war's. Und dann hat mich irgendwie der Klick gemacht. Und dann war ich von jetzt auf gleich, habe ich gesagt, ich gehe nach Köln ins Stadion. Gladbach ist mir zu weit. Köln ist nah. Das gefällt mir, die Stimmung gefällt mir. Ich finde das richtig cool im Stadion. Da gehe ich jetzt öfters hin irgendwo. Ja, da wurdest du infiziert, kann man so sagen. Der Virus hat mich irgendwo erwischt. Ja. Okay. Abgesehen davon, Mama hat immer recht. Mama war Bayern-Fan, naja. Okay. Okay, alles klar. Und Papa halt, Ungarisch, Ferencváros oder Újpest und so weiter, hat also mit deutschem Fußball gar nichts so am Hut. Dann bin ich, glaube 2 oder 3 Tage später nach dem Spiel, ich war ja in der Handelsschule gewesen damals in Frechen, da waren viele Gladbach- und Köln-Fans und ich hatte einen Spezi, der war auch Gladbach-Fan. Und dann bin ich dann hin
und habe ihm eine riesengroße Tüte mitgebracht. Da war ein Schal drin, Trikot drin, ich glaube noch hier so eine Kappe, so eine Fischerkappe oder wie man die Dinger da nennt, Fischerhut, ne? Ja, Fischerhut. Genau, so was war da drin. Da habe ich dem das in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier, schenke ich dir. Wieso? Du bist doch selber Gladbach-Fan. Sag ich, nee, ich bin jetzt Köln-Fan. Guckt er mich an, wieso bist du Köln-Fan? Ja, sag ich komme doch nie nach Gladbach. Sag ich, aber ich bin jetzt zweimal jetzt beim FC gewesen. Sag ich, und mir gefällt das. Sag ich, und mich hat das irgendwie erwischt. Ich finde die Stimmung sensationell. Mir gefällt das da. Und irgendwie, ich fühle mich da auf einmal aufgehoben. Zu Hause, kann man so sagen. Angekommen. Er konnte das nicht begreifen, hat aber dankend natürlich die Sachen angenommen. Ich habe gesagt, lass uns weiter Freunde bleiben. Sag ich bin ab heute rot-weiß. Sag ich, und das ist mein Geschenk für dich als guter Freund. Es ist nie zu spät für den richtigen Weg. Aber es ist halt, wie es ist und du kannst es nicht dran ändern. Aber es hat mich halt mitgenommen. Du sagst, das war 1977, richtig? Wo du quasi konvertiert bist. Hast du dann auch diese Meistersaison bzw. die Double-Saison noch so richtig miterlebt? Ja. Also warst du auch im Stadion oder hast es mehr so vom Radio verfolgt oder ähnliches? Nimm mich mal mit auf diese Reise. Ich habe sowohl als auch. Also ich habe das ein oder andere Spiel mitgenommen. Ich habe natürlich auch, ich habe natürlich auch viel im Radio mitgenommen. Und am meisten hängen geblieben ist mir natürlich der 34. Spieltag in der Meistersaison, als wir im Volkspark gegen St. Pauli spielen mussten und Gladbach halt gegen die andere Borussia, mit der wir heute befreundet sind, aus Dortmund. Und und die Dortmunder natürlich 12-0 abgeschossen worden sind. Und der FC, ich erinnere mich immer, wie die am Fernsehen, die Spieler, das konnte man im Fernsehen in der Sportschau sehen, wie die da am Radio saßen, auch die Zuschauer. Es gab ja kein Internet. Jeder hatte ein kleines Radio-Transistorgerät dabei gehabt und verfolgte, was passiert denn da gerade gegen Dortmund und. Ich kann mir gut vorstellen, du warst damals so der King mit so einem Radio. Du warst im Mittelpunkt, aber du musstest verdammt gute Ohren haben. Je nach wie die Stimmung war und das Gekratzel da draußen im Radio kommt, dann hast du das Ding wirklich ans Ohr gehalten und das war schon fast Heavy Metal, ne? Und die Borussia schießt ein Tor nach dem anderen und ja, die kamen irgendwo immer näher und näher und ich habe gesagt, wo soll denn das jetzt hingehen? Ja, und dann endet das Spiel und dieser wahnsinnige Flugkopfball von Yasuhiko Okudera zum 5:0. Alter, wie ich das gehört habe, ich war zu dem Zeitpunkt damals in der Tanzschule und hatte Tanzunterricht gehabt. Was hast du denn getanzt damals? Ballett? Ja, ich habe damals, meine Eltern haben immer gesagt, das ist eigentlich wie eine Grundausbildung, das gehört zum Leben dazu, das ist Allgemeinbildung. Wollte ich nie, aber naja, ich war halt ein braves Kind gewesen und hab den Scheiß halt mitgemacht irgendwie. Aber es hat mich nicht abgebracht, trotzdem ein Radio mitzunehmen und nachher immer wieder reinzuhören, wie steht das. Und dann habe ich gehört, dass die Meister geworden sind, die Kölschen. Ja, da bin ich ausgerastet, dann bin ich nach Hause, ich habe mich gefreut von der Tanzschule, ich habe meinen Kurs gemacht und dann bin ich nur noch lachend mit dem Mofa nach Hause gefahren und hatte Freude und das war einfach nur genial, das war genial. Also, und dann noch eine Woche oder 2 Wochen später das Double zu holen, das war für uns unvorstellbar. Ja, und wie lief denn die Meisterfeier bzw. die Doublefeier eigentlich ab? In Hamburg ging das ja eigentlich los, als wir die Meisterschaft bei St. Pauli oder in St. Pauli geholt haben, letztendlich, dass die Kölner Zuschauer über die Zäune im Volkspark gestiegen sind, haben den Platz gestürmt, haben die Stürmer gestürmt und so weiter, haben die umarmt. Ich weiß noch, einer, der lief zu Toni Schumacher. Toni war total verschwitzt, war freudig und er umarmte Toni und sagte, Toni, Meister, irgendwie so, ne? Und war total happy, ne? Also die Zuschauer in Hamburg im Volkspark, die Kölschen, die waren am Durchdrehen. Also das habe ich natürlich nicht mitgekriegt, weil ich nicht da war. Das kenne ich selber nur aus den Fernsehaufnahmen. Ja, und in Köln, das ist ganz klar, wie die Mannschaft zurückkam. Erstmal, die war umjubelt. Die sind erstmal am Geisbockheim war sehr viel los gewesen. Aber später, als das Double am Rathausplatz präsentiert worden ist,
Tausende von Zuschauern. Und wenn man noch die Stadt kennt, wie der Rathausplatz früher war, es war alles saueng. Du kamst nirgendwo mehr durch. Es war genial, gepresst angepresst. Und die Leute hatten alles. Die hatten Fahnen gehabt, die hatten rot-weiße Schals, die hatten ihre Fischerhüte aufgehabt, die hatten Kutten, wie ich damals auch, eine typische klassische Jeanskutte mit Patches vom FC drauf, England-Flagge drauf und hast du nicht gesehen und hinten groß Südkurve und ja, jeder war am Feiern und die haben das dann hochgehalten, Strack hat dann hochgehalten im Pokal und Schumacher und Neumann und Van Gool, wie sie alle hießen, Flohe, Dieter Müller, unser Top-Torjäger. Das war vergleichbar eigentlich mit den Aufstiegen hier aus der 2. Liga um Platz irgendwo. Nur würde ich sagen, wirkte das noch ein bisschen krasser. Weil heute erwartet man, dass man das erste FC Köln aufsteigt und stürmt das Stadion. Aber wenn du eine Menschenmasse von über 10.000 Leuten auf dem Rathausplatz hast und aus den Seitenstraßen und, dann ist das schon, das ist schon erdrückend. Deswegen tut es mir in der Seele weh. Es brennt mir, dass ich bin halt seit 77 FC-Fan, was heute passiert und wo wir mittlerweile hingekommen sind. Wenn du in den 70er, 80ern aufgestiegen bist, dann war das nicht so eine Euphorie wie heute bei uns beim FC. Wenn du jetzt darauf zurückblickst, findest du, das hat man ein bisschen zu sehr selbstverständlich genommen, dass der FC Doublesieger geworden ist, wenn man so im Nachhinein betrachtet, was aus dem Verein so Stück für Stück geworden ist? Man hat es vielleicht zu selbstverständlich genommen, dass der FC immer unter den ersten 5, 6 in der Liga war und international gespielt hat. Kommen wir doch erstmal kurz zu einem Spieler, den du gerade erwähnt hast, Okudera. Sein Transfer, das wirkt ja einfach aus heutigen Sicht ein bisschen so exotischer. Ich versuche das irgendwie zu vergleichen mit Claudio Pizarro zu Werder Bremen. Das ist so meine Zeit so ungefähr gewesen, wo ich in den Fußball eingestiegen bin. Wie habt ihr das denn so wahrgenommen? War es auch so nach dem Motto, wer ist das oder ist der vielversprechend? Konntest du damals schlecht einschätzen. Der war der erste Japaner beim FC und ich glaube auch der erste Japaner, wenn mich nicht alles täuscht, in der Bundesliga, glaube ich, gewesen. Und man konnte ihn irgendwie am Anfang gar nicht einschätzen. Aber der ist nachher wirklich eine Spielerpersönlichkeit geworden. Er ist auch nicht umsonst danach irgendwann mal auch in Frankfurt gewesen. Und Okudera, oder hier bei uns hieß er immer Oku, war auch ein Spieler, zu dem haben wir genau wie zu Roger van Gool, das war ein Spieler, da hast du nach oben geguckt. Das waren nicht nur irgendwelche Persönlichkeiten, das waren für dich echte Stars. Und Okudera war auch so einer. Und auch dieser Treffer zum 5:0, dieser Flugkopfball, das wird lebenlang für die es miterlebt haben, wird es immer abgespeichert bleiben, was dieser Mann mit einer Wucht da reingesprungen ist und den Ball da in die Maschen da versenkt hat. Wie wahnsinnig. Also Oku hatte auch in Köln Kultstatus. Ja, du hast ja auch die eine oder andere Nacht im Europapokal miterlebt, vielleicht auch aktiv, vielleicht auch auswärts. Erzähl uns mal ein bisschen davon. Ja, da habe ich das eine oder andere habe ich miterlebt. Also ich habe natürlich als Jugendlicher zu dem Zeitpunkt, weil ich immer super geil auch an die 1921er Südkurven Jugendkarten für 5 Mark kam, natürlich alles mitgenommen, was wir damals hatten. So, und ich habe fast jede Mannschaft bis 1993 fast zu Hause im Europapokal erlebt. Und das fing eigentlich an. Mein erstes Europapokalspiel war 79 gegen Nottingham Forest. Ich war damals ein richtiger Hardcore-Fan, so ein Zwischending zwischen normalem Fan und möchte gern Hooligan zu dem Zeitpunkt. Da war ich ja noch jung gewesen, ne? Also hätte mich auch gerne gekloppt und so weiter damals, ne? Aber damals war ja auch noch eine ganz andere Zeit als heute. Und ich hatte bei dem Spiel gegen Nottingham abends, 79, ich weiß nicht, wann das war, Oktober, November, keine Ahnung, bin ich ins Stadion und kam ausnahmsweise mal nicht mit dem Fahrrad oder mit dem Mofa, sondern kam von der Arbeit und bin mit der Straßenbahn ins Stadion gefahren. Und dann sind wir natürlich, Haltestelle Stadion, alle ausgestiegen. Dann sind wir über die Wiese vorne gegangen und dann machte es auf einmal richtig Bumm. Ein Kanonschlag, wie man heute sagen würde, Polenböller. Und
Es war keine Sekunde vorbei nach dem Böller. Da hatten wir die ganze uniformierte Staatsmacht um uns herum. Die kam an von allen Seiten. Wir waren eingekesselt, sofort. Das waren Sekunden. Wir waren vielleicht mit dem Pulk, wo ich unterwegs war, 10, 15, 20 Leute. Ich war eigentlich der Einzige, der eine FC-Kutte anhatte. Alle anderen waren zivil. Vielleicht Hooligans, keine Ahnung, aber ich war genau in dem Pulk da. Wen hat man mitgenommen? Mich. Mich hat man mitgenommen. Und zwar hinten, wo das Marathontor ist, wo früher am alten Schüssel war ja das Tor, man konnte nicht mehr weiter, da fuhr ja der Bus immer rein. Ja. Und wenn man dann vor dem Tor stand, linker Seite war die Polizei und da war der Stadionknast. Und dann haben die mich mit reingenommen und dann sollte ich mich ausweisen. Ich habe gesagt, hallo, warum werde ich hier festgehalten? Das war 1,5 Stunden vor dem Spiel. Warum werde ich hier festgehalten? Ja, der Verdacht auf Sprengstoff und gefährliche Geschichten und keine Ahnung. Haben mich nicht rausgelassen. Dann hieß es, kannst du dich ausweisen? Hast du einen Personalausweis dabei? Habe ich gesagt, nein, ich habe keinen Ausweis dabei. Ich habe meine Karte und ich möchte jetzt bitte rüber in die Südkurve. Ich habe eine bezahlte Karte. Die haben mich nicht gehen lassen. Die haben mich einfach nicht gehen lassen. Und dann sagten die zu mir, ja, wir brauchen irgendwas von dir. Leg mal alles offen. Alles raus. Ich sag, ich hab nichts. Alles rausholen aus den Taschen. Naja, du hast Respekt vor der Staatsmacht, machst die Taschen leer, legst alles hin. Dann sagen sie plötzlich, ich hatte weder ein Feuerzeug, obwohl ich Raucher war. Ich hatte auch keine Zigaretten dabei. Ausnahmsweise mal nicht. Ich hatte mein kleines Portemonnaie, meine Karte. Ja, und das war es. Und meine Kutte musste ich ausziehen, die lag dann auf dem Tisch. Und mein kleiner Schal, mein kleiner Seidenschal vom FC lag auf dem Tisch. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen aber wissen, wer du bist, sonst kannst du nicht ins Stadion. Ich sage, ich habe hier eine bezahlte Karte, ich will jetzt ins Stadion. Ja, pass auf, dann gib uns doch mal die Telefonnummer deiner Eltern. Und dann rufen wir die an und dann müssen die uns bestätigen, dass du der Sohn bist und so heißt, was du uns durchgibst. Und dann lassen wir dich gehen. Da habe ich gesagt, nee, wenn meine Eltern das erfahren hier, dass ich im Knast bei ihnen hier sitze oder festgehalten werde von der Polizei, das gibt für mich Ärger. Ja, das ist egal. Entweder kriegst du Ärger oder kommst in ins Stadion. Kannst du aussuchen. Ja gut. Dann habe ich die Telefonnummer durchgegeben und dementsprechend wurden meine Eltern angerufen, die gingen dran. Meine Mutter war natürlich geschockt. Polizei, ihr Sohn, Köln. Ja. Und dann hatte meine Mutter die Fragen des Beamten dann dementsprechend beantwortet. Da hatte der mir dann gesagt, ja, kannst dich anziehen, alles gut, die Daten stimmen, die du uns gegeben hast. Und dann durfte ich mich wieder anziehen und dann bin ich natürlich fluchen, weil 5 Minuten vor Spielbeginn ich dann noch aus dem Dings darüber musste, am Norden vorbei, an den Engländern vorbei und dann in die Südkurve, die da schon gerappelt voll war. So. Und irgendwie bin ich in meinen Block rein, habe natürlich nicht mehr da gestanden, wo ich sonst stehe, sondern stand dann mit ganz, ganz oben. Ja, und bin mit der alten Red Army, die wir damals hatten, 5 Minuten vor Beginn. Genau so war es. Immer mit dem ganzen Pulk reingedrückt. Da wurden die Leute bis nach vorne an die Mauer durchgedrückt irgendwo. Und dann, das war ein Geschiebe bis zum geht nicht mehr, mit Gesang und alles. Und ich war natürlich da mittendrin. Okay, ungewollt. So konnte ich aber zumindest noch den Anpfiff und das ganze Spiel dann live erleben und musste nichts verpassen. Ja, ansonsten habe ich viele Heimspiele gesehen, zu Hause, bis in die 80er rein, ja, Anfang 90er, Glasgow Rangers. Ich habe ganz viele Spiele gesehen. Gegen Glasgow Rangers haben wir in den 80ern schon gespielt, hohe Siege. Wir haben gegen Újpest Dózsa Budapest gespielt, mal im Pokal, sind zu Hause rausgeflogen mit 0:1. Da wusste ich nicht mehr, ob ich mich freuen soll als Ungar oder als Fan leiden soll. Welcher Verein in Ungarn ist denn so der, für den ein Herz schlägt, wenn ich mal nebenbei frage? Ferencváros. Ferencváros, okay. Ferencváros, Ja, Budapest. wir haben alle so unsere Vereine in der Heimat. Ganz genau, ganz genau. Ich war bei einem Spiel mal auswärts dabei gewesen in Belgien. Da ging es darum, auch weiterzukommen. Da sind wir mit ziemlich vielen Bussen auch nach Belgien gefahren. Ich glaube 2-3 Stunden Fahrt von hier nach Waregem. Und da haben wir uns die schwarzen Sheriffs da, die sind ja berüchtigt, haben uns direkt in die Zange genommen. Wir kamen gerade aus dem Bus, da wurden wir schon in die Ecken geschoben und. Und ja, ich hatte ein Fähnchen dabei gehabt mit einer Stange, mit einer Holzstange, wo eine Fahne dran hing. Und da wurde mir gesagt, Stange abmachen. Ich sage, ich will aber nicht. Stange abmachen oder Fahne weg. Okay, abgemacht.
das Ding mir um den Hals gehangen und noch immer mal beim Spiel hochgehalten. Ja, hatte Gott sei Dank direkt einen Sitzplatz in Reihe 3, 4 oder 5, also relativ nah am Tor, hinter Toni direkt gehabt. Und ich sag so, und der Stehplatzblock, der war auf der Green gerade, der war da. Und da waren irgendwie Kölner Fans am Zaun am Rappeln, so ein bisschen nur am Rappeln. Und ich sagte ja, die schwarzen Sheriffs, die kamen dann und nicht wie heute nur ein bisschen mal Deeskalation spielen. Nein, direkt mit den Stöcken rein und direkt sofort drauf. Es waren keine Schlägereien, die sind da direkt rein und haben direkt gekloppt. So, und das war bis nach Spielende der Fall gewesen. Wir gingen raus und da wurde direkt gekloppt. Und ich habe dann zu meinem Kumpel gesagt, mit dem ich damals da war, komm, wir sehen nur noch zu, dass wir hier in den Bus kommen. Das hat hier keinen Sinn. Entweder kommen wir zwischen unsere eigenen Leute, sag ich, oder wir kriegen den Knüppel vom Schädel. Das braucht keiner. Ja, so. Aber sonst habe ich super tolle Europapokalnächte in Köln erlebt. Und ja, wie gesagt, Belgien, das hat mir dann so den Ausschlag gegeben, zu sagen, will ich eigentlich nicht mehr, obwohl ich mal Liverpool spiele, aber ganz extern Liverpool gegen einen anderen englischen Club mal live gesehen habe, ist mein Verein, auch wenn er mit dem Borussen ist, aber Liverpool, das war schon immer mein Thema gewesen. Aber habe sonst die meisten Europapokalspiele zu Hause in Köln verfolgt. Kommen wir nochmal zu 1983, der Pokalsieg. Das war ja unser letzter Titel in unserer Vereinsgeschichte. Und wenn ich so zurückblicke, beziehungsweise mir die ganzen Sachen erzählen lasse, es ist ja irgendwie, weil wir gegen Fortuna Köln gespielt haben und in Köln ist es schon immer so gewesen, dass jeder Kölner irgendwie so einen Zweitverein innerhalb der Stadt hat, weil es keine echte Rivalität gibt, außer zwischen Fortuna und Viktoria, wenn ich mich nicht täusche. Korrekt. Ja, dass sich die Kölner Fans, beziehungsweise die FC-Fans, um genau zu sein, plötzlich auf die Seite der Fortuna-Fans geschlagen hätten. Ist das so gewesen? Weil der FC halt irgendwie nicht besonders überzeugt hat in diesem Finale. Ja, kann man schon so sagen. Also die Fortuna war in dem ganzen Spiel damals giftiger gewesen. Die wollte unbedingt das Spiel gewinnen. Und geil war auch, dass das Spiel auch in Müngersdorf stattgefunden hat. Man hat ja auch John Löring gefragt damals, wo soll das Spiel stattfinden? Soll man es im Südstadion machen? Soll man ausweichen? Oder? Er hat gesagt, das Spiel wird natürlich selbstverständlich im Müngersdorfer Stadion vor 64.000 Zuschauer stattfinden. Das Detail kannte ich gar nicht. Interessant. Ja, also so habe ich es noch in Erinnerung. Man hatte Löring nämlich darauf angesprochen, wegen dem Spiel. Und zwar nach dem Halbfinale von Fortuna Köln. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das gegen Borussia Mönchengladbach war oder gegen Borussia Dortmund. Ich war bei beiden Spielen der Fortuna, auch im Südstadion, und habe beide rausfliegen sehen gegen Fortuna. Einmal hat die Fortuna 5-0 gegen Dortmund gewonnen und ich glaube gegen die Borussia Mönchengladbach 2 oder 3-1, meine ich. Und ich meine, da wäre Löring auch gefragt worden wegen dem Spiel, wegen Müngersdorf. Also da war jedenfalls was. Und auf jeden Fall fanden wir das alle toll, dass das natürlich selbstverständlich in Müngersdorf stattfinden sollte. Nochmal eine Information an die jüngeren Zuschauer. Damals fand das Pokalfinale nicht fest in Berlin statt. Das kam erst viel später. Damals ist das Pokalfinale quasi gewandert, wie eine Tournee durch Deutschland. Das Spiel selber war natürlich, ich war natürlich wieder in der Südkurve 1921. Das Stadion war ausverkauft, komplett rot-weiß. War schön, war super. Ja, das sind auch dieselben Farben von Fortuna. Natürlich, und vom FC. Und ja, die Fortuna war wirklich, die hat gallig, giftig, dreckig gespielt. Und der FC hatte teilweise, wie heute irgendwo, da denkst du ja, kannst du dir nichts mehr verkaufen, was machen die denn da? Ja, und dann hat die Litgia das 1-0 geschossen, ich glaube 73. Minute, irgendwo so in dem Bereich war das wohl gewesen, 1-0. Und dann haben die sich bis zum Schluss durchgegurkt. Und dann war es nachher, als das Spiel abgepfiffen worden ist und der FC dann auf dem Platz die Hände hoch ist, ging da plötzlich das ganze Stadion Fortuna, Fortuna. So. Und ich glaube, die ganze Südstadt war im Stadion gewesen und ich glaube, uns FC-Fans aus der Kurve unten hat man nicht mehr so richtig wahrgenommen. Also ich habe das noch so in Erinnerung, dass also wirklich sehr, sehr, sehr viele von Tausenden von Zuschauern für die Fortuna gebrüllt haben. Wahrscheinlich aus Respekt für die Leistung und halt als Kopf hoch, dass sie das Spiel verloren haben, eben irgendwo, um zu applaudieren. Ihr habt hier dem FC einen wahnsinnigen Fight geliefert.
ihr wart eigentlich der moralische Gewinner. Also Sieger des Herzens. Natürlich in der heutigen Zeit mit den aktiven Fanszenen ist es natürlich ein Ding der Unmöglichkeit oder kaum vorstellbar, dass sich irgendwie die Fans auf die Seite des Gegners schlagen, auch aus Fairnessgründen. Aber ist auf jeden Fall bis heute eine interessante Geschichte. Aber ich denke auch, wenn ich so mich in die Lage versetze des 1. FC Köln von heutzutage, ich glaube, das wäre wahrscheinlich niemals passiert, wenn die Leute gewusst hätten, das ist unser letzter Titel. Da sind wir wieder bei der Selbstverständlichkeit. Es gab nochmal einen kleinen Ausreißer in die obere Tabellenregion in den 80er Jahren unter Christoph Daum. Als junger, dynamischer, durchgeknallter Trainer, der genaue Ziele hatte und wusste, was er wollte, relativ unbekannter Trainer zu dem Zeitpunkt war und den FC da in eine Richtung geführt hat, wo wir gesagt haben, wow, nach den teilweise nicht so tollen Jahren in den 80ern, klar, wir hatten mal, da waren wir mal 7., da waren wir mal 13. und dann waren wir mal 4., 5. und so. Wir wurden unter Christoph Daum zweimal Vizemeister. Und da hatte man schon so wieder das Gefühl gehabt, oh, es ist so ein Comeback irgendwo so in die 70er, in die Erfolgsjahre der Meisterschaft. Wir gehen mit den Bayern ziemlich gut nebeneinander. Es gab ja dieses berühmte Interview zwischen Uli Hoeneß und Christoph Daum im Sportstudio. Ganz genau, wo die sich richtig gegenseitig platt gemacht haben und Hoeneß natürlich große Töne gespuckt hat, aber leider beim Spiel gegen die Bayern dann ausgerechnet verloren, Ja. wie so oft. Ne? Und, aber trotzdem, ich würde sagen, Hoeneß war damals ein junger Mann gewesen, junger Trainer, hat uns sehr euphorisch mitgenommen. Christoph Daum wurde richtig besungen, auch in der Süd damals, auch in der alten Süd, in der Schüssel, weil man gemerkt hat, der macht was mit dem Verein. Der Verein kommt nach oben. Wir knüpfen wieder an unsere Erfolge an. Wir sind wieder da. Wir gehen wieder auf die europäische Bühne. Wir sind in der Lage, Bayern München zu schlagen. Wir sind in der Lage, Real Madrid zu schlagen. Wir haben im Europapokal in Barcelona 4:0 gewonnen. Das sind so Sachen, da denkst du dran, Daum führt uns genau wieder dahin. Ja, und nachdem die Geschichte dann mit Daum, man weiß, glaube ich, wie sie zu Ende gegangen ist. Plötzliche Entlassung über Nacht, kurz vor der WM. Wegen? Möglicherweise, es ist bis heute nicht verifiziert worden, wir können nur spekulieren. Man sagt ja immer mit der Wurzel, ne? Ich würde sagen, bis dato war das wie eine Erfolgswelle. Und das hat uns in Köln natürlich sehr mitgenommen. Also wir waren damals, würde ich sagen, genauso bekloppt wie heute. Nur auf der anderen Art irgendwo. Aber eigentlich auch, der FC war das Größte für alles. Also ich habe mich immer gefreut. Ein Spiel zu Ende, ich habe schon aufs nächste Spiel 2 Wochen später hingefiebert. Oder ich bin viel in der Bundesliga auswärts auch gefahren. Ich habe gefiebert. Noch 3 Tage, noch 2 Tage, noch einen Tag und so. Endlich kannst du ins Stadion und. Und nach der Ära Daum irgendwie ging der leise Absturz los. Ist aber trotzdem sehr interessant, wenn man sich so diese 11 ansieht, die Christoph Daum damals trainieren durfte. Das sind eigentlich Meisterspieler. Bodo Ilgner fällt mir spontan ein, Jürgen Kohler, Icke Hessler. Richtig. Litti, der auch wieder zurückgekehrt war. Litti, der aus Paris zurückgekommen ist. Das war eigentlich eine Mannschaft, die schon das Meisterpotenzial definitiv hatte. Aber man darf nicht vergessen, da gab es eine, die waren noch einen Tacken besser. Und das 2-mal hintereinander. Das waren halt die Bayern. Wie es heute auch noch ist. Und dann die 90er Jahre. Zuerst kam die Hessler-Million. Natürlich weiß niemand genau, was bis heute damit passiert ist. Aber manche sagen natürlich, sie wären nur vergraben worden. Das ist natürlich ein Ammenmärchen. Nein, andere sagen, damals war ja der Präsident Achtzinger-Bolten gewesen. Und soweit ich weiß, wurde Hessler damals für 8 Millionen Mark verkauft. Und dieses Geld ist, glaube ich, es war damals ein unwahrscheinlich hoher Wert, 8 Millionen. Und dieses Geld ist irgendwo in der Versenke verschwunden. Keiner wusste irgendwie damals, was ist denn genau gelaufen. Ich kann dir sagen, was gelaufen ist. Und das wurde mittlerweile ein bisschen so geprüft. Ja, pass auf. Fehlinvestitionen. Ich wollte nur sagen, wir haben scherzerweise damals nur gesagt,
hat er wahrscheinlich in seine Rechtsanwaltskanzlei gesteckt, das Geld. Ne? Natürlich war das Humbug gewesen, aber weil wir damals halt so auf dem Flow waren, was passiert oder ist mit dem Geld passiert, wo ist es? Keiner hatte irgendwie damals so eine richtige Ahnung. Wir wussten nicht, ist da jetzt eine Korruption gelaufen, ist das Geld wirklich in eine Anwaltskanzlei gelaufen? Holt man damit jetzt den nächsten teuren Spieler oder 10 neue Spieler? Es kam kurioserweise mal vom Express überhaupt nichts oder vom Stadtanzeiger. Ganz komisch. Also deswegen hat uns das alle irgendwo doch ein bisschen stutzig gemacht. Ja, muss man auch sagen, im Nachhinein wurde das Ganze aufgearbeitet. Es waren Fehlinvestitionen. Rico Steinmann zum Beispiel. Und ja, nimm uns ein bisschen mit. Wie hat sich der FC in den 90er Jahren entwickelt? Ich bin ja nun seit 77 im Stadion immer am Gehen und ich habe erst ab 98 mit dem ersten Abstieg meine Mitgliedschaft beantragt und meine Dauerkarte und bin bis dahin dabei geblieben, sowohl als auch. Aber davor, da war das mit dem Kauf der Karten ja viel einfacher und besser gewesen als heute, bin ich 20 Jahre lang immer so ins Stadion gegangen und habe die Karten praktisch immer gekauft. Und ich habe so das Gefühl, dass der Verein so ganz langsam runtergegangen ist irgendwo. Das ist ein schleichender Prozess gewesen. Nachdem Daum weg war, fing es an, so spielerisch auch irgendwie rückläufig zu werden. Dann haben wir natürlich so einen super Spieler gehabt, wie unser Muki Banach, der leider durch den tödlichen Autounfall auf der A1 ja verstorben ist. Das waren halt alles Sachen, die irgendwie mit dazu geführt haben, schleichend, dass der Verein immer schlechter wurde. Ich habe sogar mal eine Phase gehabt, als der FC mal schlechter war. Das war, glaube ich, in der Saison 93, 94 oder 92, 93. Da war ich so angepisst, die haben so eine Scheiße gespielt, dass selbst ich als Hardcore-FC-Fan das Stadion ein halbes Jahr gemieden habe. Das kann ich mir nicht mehr antun. Hier wird eine Katastrophe gespielt, hier wird Scheiße gespielt. Ich boykottiere das. Das war so der erste richtige Niedergang, den auch die Fans verspürt haben. Das Stadion war ja im Gegensatz zu heute nie wirklich immer ausverkauft. Kam auf den Gegner an. Du hattest mal Mannschaften gehabt, da hast du dann vor 10.000, 12.000 gespielt. Wenn der Derby kam, klar, logisch, gegen Gladbach, dann war volle Hütte, gegen Bayern immer volle Hütte. Aber dann kommen so Mannschaften wie Wattenscheid, da kommen so Mannschaften damals, was in den 70ern, 80er, 90er, was weiß ich, was damals rum, FC Homburg oder 60 München und. Die Stadion war nie wirklich voll. Und das Geld, das man generieren konnte, um dann gute Spieler zu kaufen, sehr häufig dann auch in verkehrte Spielerei gesetzt. Also man hat oft manchmal Spieler gekauft, wo du dir gedacht hast, Alter, das kannst du dir doch jetzt nicht mehr antun. Wer ist das? Wo kommt der her? Und warum den? Warum nicht andere? Wir Kölner waren ja schon immer verwöhnt. Wir wollten die Erfolgswelle weiterhaben und wir haben damals alle nicht verstanden, warum. Wir wussten nur, das Geld war plötzlich auch nicht mehr so da gewesen und wir wurden schlechter. Und wir wären ja fast 96 schon mal das erste Mal abgestiegen, wo wir uns dann beim Spiel im Ostseestadion gegen Hansa Rostock mit einem 1:0 gerettet haben. Genau. Da habe ich das Spiel im Geisbockheim, wo das heutige Restaurant oben ist, habe ich das Spiel verfolgt. Und wir sind da alle ausgerastet, wie wir das Spiel gewonnen haben und den Klassenerhalt geschafft hatten. Bis zu dem Zeitpunkt haben wir nie um den Abstieg gespielt. Wir waren immer mal in der Nähe gewesen. Wie ich sagte, wir waren noch mal 13. oder 14. Das gab es natürlich auch mal. Und dann bei der 2-Punkte-Regelung damals war das natürlich auch so eine Sache, die relativ schnell voranging. So, aber dann ging es natürlich 98 dann, wenn wir der Saison, wo wir abgestiegen sind, 97, 98, wo wir das erste Mal abgestiegen sind. Das war für mich dann so der Gipfel, wo ich gesagt habe, das merkt man, was die letzten 6 Jahre komplett schiefgegangen ist, wo der Vorstand Scheiße gebaut hat, wo die Einkaufspolitik verkehrt war, wo die Misserfolge plötzlich kamen, wo der Europapokal oder der UEFA-Pokal immer schlechter wurde. Wir im Pokal, der Pokalsieger 83, auch relativ immer gespielt, immer wieder ausgeschieden sind, also auch in den Pokalspielen relativ schnell wie immer weg waren. Wie war denn das Gefühl damals? Weil die Zweitliga, ich meine mich zu erinnern, hatte nicht dieses Prestige wie heute. Heute hat sie ja ein größeres Ansehen.
Aber fühlte sich das an wie so ein kleiner Tod, so ein kleiner Vereinstod? Für mich persönlich war der FC immer das Nonplusultra. Für mich stand der FC über allem. Ich habe viel aus der FC-Brille damals gesehen, aber ich habe auch versucht, vieles realistisch zu betrachten. Und ich würde sagen, der Moment, wo das Negative gekommen ist, das hat man gespürt. Das hat man auch in der Kurve gespürt. Und wir haben dann oft auch Trainer rausgebrüllt oder Spieler raus. Wir haben sogar manchmal, krasser als es heute die Ultras machen, wenn unsere Mannschaften schlecht gespielt haben, die Mannschaft komplett ausgepfiffen. Also heute werden sie beklatscht nach einer Niederlage, um sie aufzubauen. Und damals wurden sie halt mitunter Bestraft. richtig gnadenlos ausgepfiffen im eigenen Stadion. Und wenn du dann von Saison zu Saison immer schlechter wirst und du hast immer wieder neue Spieler und die es dann auch nicht bringen, das schlägt natürlich auf Selbstbewusstsein. Dann kommt eine verfehlte Einkaufspolitik. Das nimmt einen natürlich auch mit. Der FC hat heute, würde ich sagen, im Standing gesehen wie soll man mal sagen, der FC ist heute viel mehr in der Stadt eingebunden mit dem ganzen Umfeld, wie es damals war. Irgendwo. Das war schon damals gut, aber es war nicht mehr zu vergleichen mit heute. Aber die Hardcore-Fans, die wirklichen Fans, die würde ich sagen, die haben gelitten. Die haben gelitten wie Sau. Und es gab kein Internet. Man hat sich dann nur noch im Freundeskreis unterhalten, in der Schule unterhalten, auf der Arbeit unterhalten, in den Kneipen irgendwo. Und die Stimmung war schon schlecht, aber die Stimmung war jetzt nicht schlecht in der Stadt. In dem Sinne, dass man das gespürt hat, das Leben in der Stadt geht ja ganz normal weiter. Ja? Aber heute merkst du ja auch durch die Kupplung mit den Medien, die damals zwar auch schon gut waren, aber die heute noch viel extremer sind irgendwie. Da standen immer nur Schlagzeilen, FC hat schlecht gespielt oder FC steht vor Abstieg oder FC so und so viel Negativserie, so und so viele Spiele nicht gewonnen und. Das wurde thematisiert. Der Express hat damals, sage ich mal, mehr reingehauen in die Wunde. Ja? Heute liest man ja mehr übers Internet, heute kann man ja von überall, kriegt man ja, aber So ein Penner wie ich macht Videos darüber. Ja, und die Leute sind dann schneller erreicht, aber damals war im Express, die haben schon ziemlich mit reingehauen, oder der Kölner Stadtanzeiger damals. Also die Stimmung, die wurde merklich schlechter. Das hat man schon gemerkt. Also eine Aufbruchsstimmung, würde ich sagen, war keine zu spüren. Und man hat auch damals im Stadion, vor allen Dingen im alten Stadion, dann auch manchmal an den Zuschauerzahlen gesehen, dass doch einige Zuschauer wegblieben. Wir haben jetzt im Prinzip alle Themen, die relevant sind, besprochen. Und wir machen jetzt mal ein paar persönliche Fragen an dich. Also, du bist ja Ungar und deshalb habe ich mir mal ein paar Namen rausgesucht, ob es bei dir Klick macht. Da wäre zum einen Šabić. Emre Šabić. Ah, okay, so wird er ausgesprochen. Und Tökeli. Attila Tökeli. Attila Tökeli. Okay, was fällt dir ein zu diesen Spielern? Der letztgenannte 2004, 2005, der erstgenannte 2005, 2006 bei uns in der Saison. Für mich als Ungar geil, dass die beim FC gespielt haben. Ich habe mir direkt von beiden Spielern die Trikots geholt, die ich auch heute noch im Schrank liegen habe. Ach, du hast Šabić, den hast du sogar, krass. Ja, die habe ich zu Hause und Tökeli habe ich auch zu Hause. Das werden noch Trikots sein, ich glaube, da könnte ich 200 Kilo wiegen oder nur noch 50 Kilo wiegen, die würde ich niemals abgeben. Alleine schon. Schade, ich wollte schon fast fragen. Ja, die kannst du nicht bezahlen mehr. Ich glaube, es gibt nicht mehr viele, die wirklich dieses Trikot mit diesen Spielern drauf haben. Es gibt vielleicht noch die Trikots ohne Spielerflock drauf, aber ich glaube, es gibt nicht mehr viele, die diese beiden ungarischen Namen hinten drauf haben. Generell beim 1. FC Köln, wer war denn so dein absoluter Lieblingsspieler? Toni Schumacher und Dieter Müller. Aus bestimmten Gründen? Schumacher ist ja klar, irgendwie halt besser. Schumacher als der bekloppteste Torwart Deutschlands. Den hat man immer in Erinnerung gehabt. Nicht wie der Torhüter heute. Heute ist das Torhüterspiel ganz anders. Wenn ein Ball hochkommt, wie Superman, die gestreckte Faust raus und dann flog der durch den Strafraum. Und der sprang in jeden Ball rein wie ein Geisteskranker mitunter. Ich glaube, der würde bei dem heutigen Torwartspiel bei den Schiris wird er nur vom Platz fliegen und der Art, wie der spielt, weil er jeden wahrscheinlich umsäbeln würde.
Nee, Toni war für jeder eigentlich der Held, der Supermann. Und also mein persönlicher Hero eigentlich. Und Dieter Müller, klar, und Flohe, das waren die Spieler, die haben diesen Grund überhaupt erbracht, warum ich FC-Fan geworden bin auch. Das waren unter anderem auch Gründe. Genau diese Spieler haben es ausgemacht. Ja, tatsächlich Flohe. Den habe ich selber zu meiner persönlichen FC-Ikone erklärt, weil das war der Lieblingsspieler von meinem Vater. Siehste, Flocke. Setzen wir noch einen in Klammern, dann würde ich sagen, entweder Gerd Strack oder Paul Steiner. Aus welchem Grund? Geilste Abwehrspieler, die wir je hatten. Ja, das ist ein Statement. Ja, Bobby, du bist ja Musiker. Verbindest du Musik auch mit diesen Erinnerungen? Spielst du manchmal auch und hast gewisse Bilder im Kopf? Ich bin halt Musiker mit Leib und Seele und eigentlich so mein Stil ist halt der klassische Classic Rock 70er Jahre, Hard Rock, Rock, Heavy Metal. In dem alten Stadion in Köln war das früher halt so, dass halt auch sehr, sehr oft von Status Quo zum Beispiel Rocking All Over the World gespielt worden ist und so. Und ein bisschen Rockmusik auch in den Stadien allgemein lief. Nicht wie heute nur noch kölsche Töne, Karnevalsmusik. Das war damals ein bisschen anders. Da lief aber auch mal Boney M zwischendurch und so. Daher fand ich die Musik damals irgendwie interessanter im Stadion als heute. Auch wenn wir ein Karnevalsverein sind, auch wenn Stadt, Karneval und FC eins sind, aber manchmal ist mir das zu viel Karneval beim FC. Aber notfalls haben wir noch Casala. Notfalls haben wir noch Casala oder, naja, auch Brinks, ne? Bobby, zum Abschluss würde ich noch gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Ich habe eine Tüte mitgebracht mit verschiedenen Trikots aus meiner Sammlung. Okay. Du holst einfach die Trikots raus und sagst mir dann, was fällt dir zu diesem Trikot ein? Okay, Samsung. Das hatten doch einige gehabt damals. Das verbinde ich zum Beispiel mit Ike Hessler. Das ist auf jeden Fall diese Zeit. Cola, Hessler. Richtig, genau. Aber ein schönes Trikot auf jeden Fall und ich glaube, hat Samsung groß gemacht danach. Kann man so sagen. Oh ja. Citibank. Oh. 94, wenn ich mich nicht irre. Wenn, dann ist es 93. Das war eigentlich ein Trikot, was ich total toll gefunden habe. Aber Citibank, so eine typische Abzocker-Kreditbank gewesen. Das ist schon mal ein Statement in Sachen Wirtschaft. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als ein Kulttrikot sehen, aber das ist ein Trikot, wo... Ist sehr beliebt bei uns, Trikotsammlung. Ja, sehr glaube ich auch, glaube ich auch. Ich denke auch. Oha. Ich wusste es. Das Abstiegstrikot, Also- 98. Einer der hässlichsten Trikots. Zirkuszusammensetzung irgendwo. Zirkus Roncalli, hallo, das ist Kölner Stadtgeschichte. Ja, aber trotzdem, dieses Rot und dieses Orange und ja, die Muster sollen wahrscheinlich so einen Fußball darstellen. Da hat sich Puma versucht, Mühe zu geben, aber irgendwie, Willst du meine Meinung hören? ja. Ich liebe es. Es ist einfach so verrückt, ausgeflippt, jeck wie der FC. Und ich weiß, was der orange Teil repräsentieren soll. Das ist so Feuer, also das entfacht wurde und uns in die zweite Liga manövriert hatte. Ja, Aufstiegstrikot. Verbindet man natürlich viel Emotionen mit. Und ich glaube auch, dass dieses Trikot für viele einen gewissen Wert auch hat. Und wahrscheinlich auch in so manchen Schrank oder in so manchen Bilderrahmen heute noch hängt. Ja, auch bei auf jeden Spielern, Fall. auch bei Ex-Spielern. Ja. Bin ich mir ganz, ganz sicher. So. Ich sehe den Spieler Tim. Tim hat bei mir 4 Häuser weiter gewohnt. In meinem echt? Ort, wo ich wohne. Ja. Sag Und bloß. da hat auch mal unser Andi Menger gewohnt. Also ich Ja, der habe Ersatztorhüter, ja. FC-Nachbarn gehabt früher. Hier geht es um den Spieler hinten drauf. Dirk Lottner, Ikone, Vorbild, Kölner durch und durch, Fortuna Köln, 1. FC Köln, hat uns mit Saarbrücken aus dem Pokal geworfen, leider. Unendlich wichtig für die Mannschaften um ihn drumherum. Ein Spieler, dem wir, glaube ich, sehr viel zu verdanken haben.
Wird leider heute nicht mehr so oft erwähnt. Ich habe manchmal so ein Ja. bisschen auch die Angst, dass es mit Hector ähnlich gehen wird. Das sind für mich so die Spieler, Lottner, Hector, den sollte man auch in der Erinnerung oder in der Vergangenheit noch mehr Präsenz schenken. Das haben wir im Stadion Dirk Lottner besungen. Also, Zu Recht. Zu Recht. Es geht um den Flock. Den Flock. Genau. Den. Erstes Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, Tor, 1-0 gewonnen. Poldi ist einer, der in der ewigen Spielerliste des FCs sein wird. Abschiedsspiel Podolski, Gänsehaut, niemals vergessen. Ich habe viele Abschiedsspiele live gesehen, damals Littbarski, Schumacher. Das war emotional schon krass, aber Poldi hat das noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen mehr einen auf die Tränendrüse gedrückt. Ja, einen draufgesetzt quasi. Ja, kann man so sagen, ja. Der Spruch, spürbar anders. Spürbar anders ist für mich eine absolute Arroganz. Ich habe diesen Spruch immer gehasst, weil spürbar anders ist nicht das für mich, was es widerspiegeln sollte. Spürbar anders ist, wenn man sich abhebt. Na gut, man kann sich auch negativ abheben von vielen Sachen. Da sind wir spürbar anders, aber ich habe diesen Spruch immer irgendwie mit Arroganz verbunden. Wir Kölner sind ja was Besseres und wir rocken jetzt hier alles. Ich hab immer gesagt, kratzt den Scheiß von dem Trikot runter oder kratzt es vom Bus runter. Der Spruch wäre zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt gut gewesen in der Saison, wo sie den Europapokal gewonnen haben. 2022. Das ist spürbar anders. Also muss nicht sein. Ulsport-Trikots. Ich konnte mit dem Trikot ehrlich gesagt nichts anfangen. Es hat uns zwar in die Conference League mit reingetragen, aber die war dann doch nicht so erfolgreich. Ne? Hauptsache gespielt. Dabei sein ist Ein alles. bisschen Kohle eingenommen. Wir sind da, es gibt uns noch. Ja, ganz genau, ganz genau. Aber es war immerhin Platz 7. Ne? Und wir waren ja der erste FC Köln, der mittlerweile eine Fahrstuhlmannschaft ist und rauf und runter und rauf und runter. Und wir haben ganz Deutschland fasziniert. in dem Richtig, Jahr. richtig. Wir waren irgendwie die Mannschaft des Jahres, muss man sagen. Weil Richtig. keiner war so im Fokus wie wir. Und man hat auch erst gar nicht damit gerechnet, dass wir da überhaupt hinkommen. Und man hat es in den letzten Spielen dann doch noch geschafft. Exakt. So, durch diesen Spieler. Ja, Designkatastrophe. Wir Sammler feiern je bescheuerter Aber- es aussieht. Das ist eigentlich schon fast so hässlich, dass es eigentlich schon wieder gut ist. Ja. Jan-Uwe hinten drauf, Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich den gefeiert. Conference League. Ja, das Trikot gibt das so für mich auch so ein bisschen her, so dieses rote Blut irgendwie so on fire sein, europäisch on fire sein. Es ist nicht mein Geschmack, ich hätte es mir nie gekauft, aber es ist wahrscheinlich von der Kunst her schon fast wieder gut irgendwo. Ich sag mal so, der Flock, der ist absolut bodenlos. Nicht wegen des Spielers, sondern wegen der Qualität. Das klebt nämlich. Grüße gehen raus, FC. Geile Nummer. Wobei ich da sage, ich lese gerade wieder den Spruch spürbar anders. Das Unvermeidbar. könnte man jetzt damit wirklich sagen. Ja, Das Trikot ist spürbar anders, spürbar dieser anders. Flock, Ja, genau. da passt es irgendwo Die Qualität hin. des Flocks ist spürbar anders. Ja, richtig. Dieses Trikot habe ich mir auch gekauft. Zeit El Mala. Oh Es gab mal ein Trikot, das war ähnlich gewesen. Aber das ist das Upgrade. Das ist wolltest das, du sagen, ne? genau, das ist das Modifizierte davon. Du hast hier im Stoff hast du die Krone, die Narrenkappe, den Doben drin. Ja, das sieht man richtig. Das ist total schön. Das Wappen. Hector. Ein Spieler, wie man ihn sich eigentlich in jeder Mannschaft nur wünschen kann. Ein Spieler, der sich verdient gemacht hat in dem Verein, der hier wirklich eine Ikone ist, der hier, ich glaube, total vermisst wird heute in seiner ganzen Art, die ruhige Art, Auf seiner die Position. spielerische Art, sein intelligentes Spiel. Ja. Vor allen Dingen, was ich bei ihm so faszinierend fand, egal wie der FC gespielt hat, er hat immer herausgestochen auf eine gewisse Art und Weise. Er war immer konstant gut genug für Teams, die eigentlich
viel mehr bieten könnten als der FC, aber er ist geblieben. Hector ist ein Spieler, der wird immer unvergessen bleiben und er ist auch immer im Stadion oder so häufig im Stadion, wie es geht und verfolgt die Spiele. Ich denke mal, er wird über kurz oder lang beim FC mit eingebunden werden. Ja, damit sind wir jetzt am Ende der Sendung. Bobby, ich bedanke mich wirklich, wirklich von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit heute genommen hast und uns deine Perspektive auf die gesamte FC-Geschichte geschildert hast. Also dafür nochmal einen ganz herzlichen Dank. Köszönöm szépen a meghívást. Also das heißt, Leo, ich bedanke mich für die Einladung, dass ich dabei sein durfte und mitmachen durfte. Hat riesen Freude gemacht. Ja, mein Herz pocht 50 Jahre 1. FC Köln mit Höhen und Tiefen. Begonnen als Gladbacher und wahrscheinlich wirst du mich mit einem rot-weißen Trikot beerdigen. Ich werde immer Kölner bleiben mit Herz und Seele und ich glaube, mein Ausrutscher aus der frühen Jugend ist nur eine Jugendsünde, die wir dir alle verziehen haben. Du kennst ja den Spruch, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Exakt. Einfach nochmal Hvala puno auf meiner Sprache. Ja, liebe Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann wisst ihr ganz genau, was für Dinge ihr in die Wege leiten könnt. Ich brauche euch das gar nicht erst zu erklären. Und Bobby, noch einmal recht herzlichen Dank, dass du teilgenommen hast. Gerne. Ja, und ich würde mal sagen, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage mal an der Stelle, auf Wiedersehen. Bis dann, Natascha. Auf Wieslat. Denn wir uns auch wiedersehen. Schaute jedes Spiel, der FC, sein Herz, sein wahres Ziel. Leo, Leo, unser kosmischer Held, der YouTube-Kosmos, das Beste der Welt. Trikots und Schal, du sammelst sie all. Leo, mit dir hat Köln den größten Knall. Und nach dem Spiel, da wirst du nicht faul. Mit Kamera und Kreuz, Leo, treten nochmal auf. Deine Stimme trägt uns durch die Nacht und die Zeit. Leo, du machst die Fans immer bereit. Leo, Leo, unser kosmischer Held, dein YouTube-Kosmos, das Beste der Welt. Trikots und Schal, du sammelst sie all.